Ich würde das Gefühl nicht los, dass das aussieht wie ein überdimensionaler Müllschlucker. Kann ich mich bewegen? Nein. Kann ich nicht. Oh mein Gott. Angst. Duff. Da wären wir, die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Kann ich doch gar Das nicht. Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen. Ich habe die Nummer in die Wie Luft früher. gesprengt. Stopp! Komm da. Hä? Ja! Ja, klein. Oh no! Er ist explodiert. Oh. Ich habe meine ein Portalkanone Da nicht. ist sie. Da. Warte. Da. Ach, wie galant. Dankeschön, Gut, du GLaDOS. hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Ja, klar. Nach Wow. Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Wieso, wenn wir über dein Gehirn reden? Es ist doof, wenn du... Lass mich das für dich holen. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Das ist aber schön. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Du natürlich Zum Glück nicht. stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, Klar. das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Ja. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Ja, GLaDOS. Ich freue mich auch, dich wieder zu sehen. Wow, 19 von 19. Wir sind aber schnell heute. Ich räume das für dich weg. Was für ein Saustall. Wichtig ist, dass du zurück bist. Bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen. Bis an dein Lebensende. Super. Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Wieso hätte der Idiot von blauem Kugelviech müssen GLaDOS wieder erwecken? Doc, der Kaltstar. Verzeih das Chaos. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Ach, gern geschehen. Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst Ah, da. diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Wie soll ich sagen? Erstens mal, es gefällt mir nicht, wenn die Hälfte am Zusammenkrachen ist. Zweitens sieht es aus, als wäre ich da fast in der Oberfläche. Und drittens, wow. Plopp. Und plopp. Wow. Stopp. Zuerst ich da drauf und dann. Check. Hey, das geht ja ganz Nicht gut. schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Danke, danke. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. GLaDOS, ich werde dich umbringen. Ein zweites Mal. Und das dritte Mal, wenn es muss sein. Bis kein einziges Stückchen mehr von deinem Leben übrig ist. Zum nächsten Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Ein kleiner Moment, ich muss das schauen. So, herzlich willkommen zurück. So, Portal 2.
letztes Mal, wo ich kurz wollte, das Hintergrundgeräusch abstellen, wo übrigens von Minecraft gekommen ist, ich weiß gar nicht, wie ich das noch gesagt habe, wo ich im Hintergrund noch am Laufen hatte und vergessen habe abzustellen, gescheit wie ich bin, hat Fraps sich beendet und ich habe es nicht gemerkt und dann habe ich zwar weitergespielt, aber es hat es nicht aufgenommen. Ich hoffe, ich bin jetzt am richtigen Ort, wenn ich so die Bilder an der Wand anschaue, sieht es dann auch aus. Und wir schauen jetzt einfach mal, ob es das ist. Vielleicht haben wir schon gespielt, vielleicht gefunden noch was Neues. Ich glaube, wir sind richtig. Ja, wir sind ziemlich richtig. Also, wir finden erst jetzt raus, dass man springen kann. Das ist sehr nützlich. Boing. Böser Laserstrahl. Und da hinten hat es nämlich einen Würfel. Und einen komischen, keine Ahnung, einen blauen Vogeltyp. Wir nehmen einfach mal den Würfel mit. Und das sind, wie man halt in dem, kann man das sagen, Teil vorher, ne, wo ich eigentlich noch weiterspielen, aber es nicht aufgenommen hat, sind das Entmutigungs-Umlenkungswürfel. In anderen Worten, Laser gleich Entmutigung. So. Ich sollte vielleicht mit den Würfel verschieben. So. Und wir haben da schöne Stegerrufe. Und ich muss sagen, die Rätsel von Portal 2 sind definitiv viel schwerer als die von Portal 1. Also ich meine, ich habe an dem, wenn ich es jetzt nicht schon kenne, fuck, wenn ich es jetzt schon kenne, dann hätte ich es jetzt gescheiter gemacht, als Glück. Wow! Ernsthaft. Okay, also, Rätsel von Portal 2 sind wir gewesen, oder? So, da, wie schon gesagt, sie sind schwerer. Und ich muss auch noch sagen, ich habe wie soll ich sagen? Eine blau-orange Schwäche. Ich weiß nicht, wer das Portal, welche Taste ist. Also ich kann es mir einfach nicht merken. Und jetzt mal das da an und das so. Check. Gott. Gut gemacht. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Klar, du bist ein schrecklicher Roboter. Du hast mich wieder umbringen. Und ich habe es geschafft, dich umzubringen. Und jetzt bist du wütend. Ich verstehe das einfach nicht. Ist doch wahr, nur weil ich sie umgebracht habe. Das heißt ja nicht, dass ich sie nicht mag. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut. Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Oh, sie ist so bitterbös. Also, ist echt geil. Ah, ich liebe ihre Jokes. Check. Vielleicht kann ich gerade drauf. Ja, hat aber funktioniert. Vielleicht sollte ich mal das Ufer und die komischen Würfel holen. Würfel. Boing. Fuck. Okay. Zum Glück haben wir ein Portal und wir können einfach wieder raus. Und jetzt, ich würde sagen, was kommt da hin? Jetzt haben wir Nummer 1, haben wir schon mal. So. Nummer 1 haben wir schon mal. Nummer 2 wäre dort, das Moment. Und dort an. Oh fuck. Okay. Wir müssen dort an. Nicht ganz. Oh. So. Wie schon gesagt, ich weiß nicht, wer das Portal war, es ist so. Nicht wundern. So. Blub und. Gratuliere. Nicht zum Test. Ah. Die meisten Menschen Nicht sind vergessen. unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Klar, das. Man sagt einer Frau nicht, dass sie fett worden ist. Das geht einfach nicht. Unerhört, was sie sich da erlaubt. Unerhört. Und sie wirklich sagen, geht gar nicht. Moment. Ja. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Habe ich doch gar nicht wollen, du hast mir keine Wahl gelassen. Wow. Also, dass sie die alle auf einmal kontrollieren kann, ist ein bisschen beeindruckend. Und angsteinflößend.
Aber auch beeindruckend. Wow. Und dass sie mich jederzeit umbringen können, das ist auch angsteinflößend. Okay, ich würde sagen da und da. Tönt gut. Okay, orange ist rechts. Ich merke es mal, orange ist rechts. So, ich habe es mal gemerkt. Dann sehen wir es mal gemerkt. Frage ist noch, was passiert jetzt? Ah. Ja, genau. Check und schon cool. Rumlaufen, Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Schwabbel zum Aufzug und wir testen weiter. Oh, GLaDOS! Der ist jetzt also echt nett gewesen. Schwabbel zum Aufzug. Oh, der ist ja bitterbös. Komm schon, Würfel. Ich nehme dich jetzt mit. Nein, Würfel! Würfel! Okay. Wir schwabbeln zum Aufzug. Wabbel, 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 wabbel. Ich bin nicht fett! Nein, bin ich nicht! Es ladet und ladet und ladet und ladet. So, kann man nicht da? Nein, kann man nicht. Jetzt kommt es kurz. Jetzt kommen die Sprungplattformen. Kann man. Oh. Fifi, okay. Angst. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult-Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Super! Das ist beruhigend. Wow! GLaDOS! Nicht lustig. Was macht das da? Oh, super. Na denn. Komm. Hey, ich hab's mir erst einmal geschafft. Das ist erstaunlich. Sehr erstaunlich. Zack. Und Du nicht atmest vergessen. übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Du machst mich echt glücklich, damals schaffe ich's. Nein! Boah! Fast hätte ich es geschafft. Naja, da sehen wir nochmal, was wir so gut gemacht haben. LB. Ich weiß nicht, was LB ist. Ich weiß, dass irgendwas gewichtmäßig ist, aber ich weiß nicht was. Jetzt wäre difficult. Apropos. Für die. Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Na dann viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Viel Spaß, sag ich da nur. Oh, das ist ein Roboterfriedhof. Die sind sogar noch eingepackt. Okay, interessant. Ja, GLaDOS. Ja. GLaDOS. Dankeschön. Für die 5 Personen, 5 geschätzte Personen ungefähr, die meine Let's Plays anschauen, wieso schmeißt ihr all das da rein? Okay, das ist schwierig, das löst du. Aber trotzdem. Für die 5 geschätzten, nein, nicht für die 5 geschätzten, also schon, aber für die geschätzten 5 Personen, die meine Let's Plays einmal schauen, ich wäre einmal dankbar, wenn ihr auch irgendwie einen kleinen Kommentar dazu schreibt oder so. Puh. Weil es hilft mir einmal, wenn ich einen Kommentar bekomme zu dem, was ich mache. Und es freut mich auch. Wen freut es nicht, wenn man einen Kommentar bekommt? Also, von dem her. So, komm schon. Bitte. Ja.